Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Oh, das sind auch noch mal ein paar wiechte Kerl da, aber. Deswegen holen wir erstmal den Wag so her. Dann können wir wenigstens noch Solo locker. So, da komm mal her, du Sausack. Von einem räudigen Mistvieh. So. Jetzt geht's auf der Washing. Gut, das lief doch schon mal ganz gut. Hab schon etwas länger nämlich gespielt, deswegen muss ich gerade mal checken. 10:42 Uhr haben wir es morgens. Und mir noch 6 Lernpunkte im Sack. So, dann komm mal her, du Ucha-Chacha. Und das ohne den Wag am besten Art so locker. Und da, ja, euch Geräusche habe ich vermisst. So, jetzt hört's aber auf. So, jetzt krieg ich mal volle Wumme auf die Schnauze hier. Wozu habe ich dann den Zweikampf hochgeskillt, wenn ich dann nicht so tolle Akrobatikarbeit hier leisten kann? So, was hast du dann bei dir? Quatsch hast du bei dir. Okay, ansonsten wieder der Riesling Schopper, zweite Fuhr. Ein Viertel geht noch hinterher, der Achtel müssen wir erst gar nicht anfangen. So. Ich wollte sowieso, bevor ich zum Vulkan marschiere und so, ja, und bevor ich hier in die totale Scheißerei renne. Oh, der ist gefangen gerade in die Textur. Da ist er. So. Das gefällt mir nicht, dass der Wag hier gerade so auf mich aufmerksam wird. Das will ich eigentlich nicht so. So. Weil die Biester können ziemlich nervig werden. Hey, so. Okay, ich wollte vorher nochmal bei der alten Schürfplätze vorbeigucken. Ja, schön, dass der überhaupt nichts bei sich hat. Und wollte mal gucken, wie es der alte Schürfer so geht, was die derzeit so treiben. Ja, guck mal her, du Sausack von einem Mistvieh. Bewegung! So. Na, Allah. Geht doch. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Dann, du wird's eigentlich hochgehen. Moment, hier wird's eigentlich Richtung altes Kastell hochgehen. Da, wo wir ursprünglich hin müssen. Für die Quest mit der Drache. Aber vorher will ich dann nochmal ganz flott bei unserer lustige Leute vorbeigucken, bei unserem Merry Man hier vorbeigucken, weil das Snapper-Problem hat sich anscheinend verschlimmert, so wie es aussieht. So, ein Viertel und ein Achtel Riesling gehen noch hinterher. Und ja, damit erstmal hier wieder gespeichert. Ach du Scheiße. Ja, das Snapper-Problem hat sich offenbar echt nur noch zusehends verschlimmert. Boah, scheiße, ganzes Rudel Drache-Snapper, das ist bitter. Das ist so richtig bitter. So, die müssen wir alle nacheinander von der Herde trennen, weil mehrere von den Viechern, ich habe total in die Hose geschissen. So. Puh, der Tanz mit M von den Viecher, der geht ja noch, aber der Rest, das ist schon ziemlich heftig. Wenn das so bleibt, dann gucke ich nochmal, dass ich wieder einer separiere von der Horde. Je nachdem, welcher von euch Knabe näher zu mir steht. Ja, ist wohl der hier. Dann komm mal her. Drachen Snapperino. Ich lasse mich aber auch nicht gegen die Wand drängen, sonst habe ich auch in die Hose geschissen. So, ab hier kann der Tanz sicher starten. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist hier tatsächlich so eine Tanzchoreografie. Jetzt ist er doch schon 2 oder 3 Mal durchgekommen durch meine Deckung. Das heißt, ich brauche noch einen richtigen Shopper. So. 2 Shopper und weiter geht's. Aber die Biester bringen halt schon saumäßig viel Erfahrung. Deswegen sollte man die nicht einfach so ignorieren. Und da das glücklicherweise nicht so funktioniert wie bei Orks, die Orks kommen dann immer sofort im ganzen Rudel marschiert, ist das bei den Drache-Snapper glücklicherweise nicht der Fall. Die kann man wie normale Snapper einfach von ihrem Rudel separieren. So, dann komm mal her, du Getier. It's Claw of Belia time. So. Läuft hier soweit immer ganz ordentlich, aber
Gewittererleid, so allmählich mit meiner Heiltränke wird's happig. So, 3 von den Viecher sind noch übrig. Und es wird definitiv immer vorher noch gespeichert. Man weiß ja nie, was da passieren kann. Hey, Sausack. Hey, du. Ja, genau. So. Puh. Schön weit weg vom Rudel, nicht, dass das noch auf unseren Kampf hier aufmerksam wird. Aber so aus rein logischen Gründen ist es eigentlich der absolute Schwachsinn, was wir hier machen. Weil normalerweise, die riechen uns ja eigentlich alle wahrscheinlich. Und müssten eigentlich sofort erkennen, dass einer aus dem Rudel hier gerade abgetrennt worden ist. Und müssten dann eigentlich, weil sie in Sicht und Riechweite stehen, auf uns losgehen. Aber Gott sei Dank haben die Spieler von 2000 rum nicht gerade so die Logik gepachtet. Da bin ich eigentlich ganz dankbar drum. Das war wahrscheinlich so, ich glaube, das war so die Zeit, wo man allmählich versucht hat, KI einzubauen, überhaupt einzubauen. Und die, ja, irgendwie so realistisch zu gestalten. Aber so wirklich das Glück von einer hochintelligenten KI haben wir bei solchen Spielen noch nicht. Bin ich eigentlich manchmal sehr dankbar drum. Wobei, wenn wir halt NSCs haben, die als nicht nachkommen, da ist das schon ziemlich ätzend. So. Gut. Dann, damit sich die Scheiße auch richtig lohnt, werde ich hier nochmal einen Speicherpunkt anlegen und Abteilung Attacke machen, ohne mich zu heilen. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Weil, wie gesagt, die ganze Drache-Snapper, die bringen es einfach von der Erfahrung. So. Shenny sagt, da hat sich anscheinend auch nochmal Rudel gebildet um Silvestros altes Lager. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich nur noch so wenig von dem Zeug habe, dass ich das verwende. Aber so ist das halt. So. Okay. Das sind 2 Drache-Snapper und normale Snapper sind da auch noch. Na gut, da lohnt es sich anscheinend auch noch mal bei Silvestro reinzugucken, obwohl hier längst nichts mehr läuft. Aber wie wir deutlich sehen können, ist das generell das Snapper-Problem hier in dem Tal, in dem Bereich vom Minetal vollkommen eskaliert. So. Okay, dann gucken wir bei dem anderen Hansel später auch noch rein. Komm her. Snappy. Schnappi, komm her. Ja, komm her. Ja, wer ist ein räudiges Mistvieh? Ja, du bist ein räudiges Mistvieh. Und was für ein schöner du bist. So, komm. Gut. Läuft alles soweit ganz in Ordnung. Nur mal Heiltränke gehen wir allmählich zur Neige. Das ist nicht so schön. So, dann. Du? Der andere Snapper ist mir eigentlich egal. So. Da braucht es dann 2 gezielte Schläge auf die Schnauze und die Viecher sind tot. Von daher, die sind mir relativ egal, die normale Snapper. Was mir wiederum zur Gefahr wird, sind diese Drachen-Snapper. So. Okay, jetzt sind wir soweit wieder ganz gut. Wie schaut es denn hier aus? Hallo? Nö. Sieht ja nicht so aus, als wären die Minecrawler wieder zurück. Ah doch, aber die Snapper sind anscheinend wieder hier. Sollte man doch mal hier speichern. Ja, die Viecher haben sich wohl hier zurückgezogen. Und wenn ihnen schon mal jemand eine Höhle... Uiuiui, die Minecrawler sind auch zurück. Wenn ihnen schon mal jemand eine Höhle anbietet, dann hocken sie sich anscheinend auch ganz gern ins gemachte Nest. Geh weg, du Warrior! So. Du kriegst jetzt ganz auf die Riebe Nas. Alla hopp. Ja, Viecherproblem scheint wohl wieder tot zu sein in dem ganzen Gebiet. Aber wir können es ja definitiv auslöschen. Die gilt nach wie vor als geplündert. Also neues Zeug ist nicht dazugekommen. Was ich eigentlich sehr schade finde. Ah, eine goldene Schale. So. Und Erzklumpe. Hacken, graben, hacken, graben. Na gut. Aber die Fackeln, die glühen nach wie vor. Das nenne ich mal Qualitätsarbeit, muss ich sagen. Okay, wie schaut's denn hier aus, ihr Lumpesemmler?
Ist hier noch irgendwelches Viehzeugs neide zukommen? Das sieht nicht so aus gerade. Nee, du hat sich anscheinend nur irgendein Drachesnapper und ein Minecrawler niedergelost. Okay. Na gut. Entweder war diese Minecrawler-Panzerplatte und die goldene Schale etwas, was ich beim ersten Mal übersehen habe. Oder das Zeug ist hier spontan neu dazugekommen, weil die, was weiß ich, der Ende Minecrawler hat sich vielleicht Platte abgepopelt und die goldene Schale war vielleicht irgendeine Beute, was er noch ausgespuckt hat. Weiß der Teufel was. So. Diese Mucke hier. Ach Gott. So. Also hier sah es auf jeden Fall beschissen aus von der Situation her. Hoffen wir doch mal, dass es bei der eigentlichen Schürfstelle etwas besser aussieht. Nee, das kann ich so nicht bestätigen gerade. Sieht gleichsam beschissen aus hier. Ja. Es ist nicht nur der Fall, dass normale Snapper sich hier arg siedelten, sondern es müssen gleich diese fette, üble Drachensnapper sein. Und die, ups, können ja schon wirklich Gefahr darstellen. So, puh. Schwein gehabt. Gerade mal bei der Heilzauberei gucke, ob ich da eventuell noch Spruchrolle parat habe. Jetzt wäre diese Rune leichte Wunden heilen natürlich der absolute Bringer. Sieht nicht so aus, ne? Tja, sieht aus, als hätte ich da bei Heilzauber in die Hose geschissen. Das ist nicht so toll. Gefällt mir jetzt gerade nicht so gut. Da muss ich mich halt mit der Achtel-Riesling hochpetzen wieder. Und die andere sollte ich dann für Notfälle sparen. Weil von denen habe ich derzeit genug. So, dann mal speichern und direkt auf den Schnapperino. Komm her, du Schnapperino. Au. So. Puh. Okay. So. Wie schaut es hier außerhalb unmittelbar... Och, du liebe Zeit. Also Jungs, ihr habt echt... Oh, hoch. Alter. Apropos Alter, Hilfe. Ach du liebst, Herr Göttel, da ist das ganze Lager ausgerottet worden. Ach du heilige Scheiße. Das sieht aber wirklich nicht sehr gut aus. Die Sträflinge hier hat's erwischt. Ich glaube, ich bin gerade original Zeuge davor, wie dieses Lager vor die Hunde ging. Du Drachenschnupfer! Na gut, das war jetzt vielleicht nicht so das Klügste, aber was will man machen? Okay, was man machen will, wäre wahrscheinlich erstmal sich hochheilen. Ja, die machen gerade sehr sympathische Geräusche, die Viecher. Dann könnte man nochmal Runde speichern und dann schauen wir doch mal. Hallo, du Knackerino. Au, au, au. Ja, nett. Durchaus, ja. Also 2 von den Viecher sind echt schon ein Problem, merke ich. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir hier tricksen können. Ja, der Golem hebe ich mal für den Drache lieber auf. Tja, da muss halt was Kleines her. Oh, da ist noch ein... Oh, nett, dass da noch ein Orkschamane steht. So. Okay. Der andere Drache-Snapper hat sich wenigstens in der Zeit mit dem Vieh beschäftigt. Vielleicht an sich gar nicht mal so die dümmste Idee. Wobei,
Da hinten stand noch ein Ork-Schamane dumm in der Gegend rum. Aber ich glaube, das ist einer, den wir kennen. Deswegen sollten wir das erstmal sein lassen. Weil der hätte mich ansonsten ja stinknormal angreifen können, wenn er das gewollt hätte. So. Drachenschnupfer. So, dann... Oh, nett. Mhm. Oh, das ist halt das, ne? Scheiße, was soll ich denn da jetzt machen? Probieren es doch mal so. Tricksen mal ein bisschen mit der Umgebung hier. Damit man vielleicht nicht die ganze Breitseite... Oh! Die Breitseite kommt schon sehr schnell zu mir, merke ich. Ja, das ist absolute Scheiße hier. 2 Drachensnapper ist einfach zu viel. Nichts zu holen. Da habe ich absolut geschissen. Meine Magie kann mich hier definitiv auch nicht retten. Es sei denn, ich habe Eisblock oder so noch parat. Feuerball vergessen, Angst, da ist hier... Eisblock, tatsächlich, da ist er noch. Okay, da könnte man Glück haben damit. Einer ist eingefroren. Der andere kommt hier noch. So, jetzt noch den im Eisblock. Am besten bevor er endet. Jawohl. Puh. Ein orkisches Kriegsschwert, ein Ork-Krieger, Drachensnapper können wir auch gleich ausschlachten. Eine Ork-Elite mit einem großen Trank, den kann ich definitiv gebrauchen. Ein Fayette, der, naja, jetzt ziemlich hinüber ist. Das Lager wirkt nicht auf mich, als ob das jetzt nochmal irgendein Angriff standhalten könnte. Die sind meiner Meinung nach doch ziemlich am Arsch hier. Nichts zu plündern. Tot, tot. Nichts zu plündern. Tot. Spitzhacke, Sträfling ist tot. Tja, jetzt ist nur noch der freiwillige Scout und der andere Ritter übrig. Also, meiner Meinung nach ist das Lager absolut erledigt. Das ist eine ziemlich trostlose Episode heute, muss ich sagen, wenn ich mir das so angucke. Also das Minetal erobert sich wieder alles zurück. Du hast den Rudelführer also getötet und hast du der Bestie die Krallen abgezogen? Nein. Solltest du machen. Die sind bestimmt eine Menge wert. Ja, das habe ich aber schon. Das war schon beim ersten Mal, als ich im Minetal war. Oh, der hat sich hier noch um die Ork-Elite gekümmert. Nicht schlecht. Da ist nichts zu. Guter Tankron. Wie ist eure Situation hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Na dann, viel Erfolg. Jetzt bist du der befehlshabende Kommandant, weil Fayette ist tot. Pech gehabt. Okay, dann kümmern wir uns noch um diesen Orcibus Schamanicus. Bist denn du für einer? Na, sprichst du mit uns? Oder stehst du einfach nur... Ah! Einfach mal hingegangen. Na, sprichst du auch mit uns? Waff gezogen und erstmal drauf gekloppt, dass es gerade so kracht. Alter Falter. Okay, na dann. Stirb! Du Sausack! Ich bring dich um, so wie ich die anderen umgebracht habe. So. Okay. Gut, gut. Dann war das das. Uiuiuiuiui. Hier wimmelt's ja wieder von Orks. Schade, dass es mal wieder 2 sind, die auf mich zugewackelt kommen. Oh, nett. Gut, dass die immer 8 Angriffe hintereinander haben, diese Orks. In Reihefolge natürlich. Ja, schön. Haut doch nochmal 5-mal drauf, du Sausack. Ja, wie wär's dann? Du hast schon eine 30 Mal getroffen. Mhm, genau. So machen wir das hier. Alter Falter, was ein räudiger Scheißdreck.
Orc Attack! Jetzt du Schweinebacker. Hör auf. So. Alter Falter. Aber immer hier, er hat 2 kleine Heiltränke dabei, ne? Und der ist sogar ein mittlerer. Boah. Gewitter erleid. Was hier für einen Scheiß mitmachst, ne? Okay. So. Du Mistvieh, kommst du auch noch her? Oh, und das sogar ohne Gesundheit abgezogen zu kriegen. Das war doch mal ein richtig guter, erfolgreicher Kampf. So, jetzt du noch, du Schweinebacker von Hund. Ups. Ah, der hat ihn getroffen. Gut, gut. Feinaler. Oh, was sind andere paar Snapper? Natürlich, wir können es auch anders sein. Und da hinten ist noch ein Ork, genau. Und zu dem wollte ich. Ich habe ursprünglich gedacht, der Schamane da ohne wäre das schon. Aber das ist da hinten auf jeden Fall ein Schamane, den wir kennen. Mit dem sollte man noch sprechen. In all dem Elend sollte man wenigstens Ammo was Schönes haben, finde ich. Ey. Setz aber auf. Ey. Sausacke Vieh. So. Dann könnte man theoretisch ja nochmal zu Xardas altem Turm gehen. Ah, schön. Gut. Also anscheinend kann ich die mit dem Crit auch einfach so One-Hit ausschalten. So, jetzt gehen wir aber zu einem, der mal kennen. Ihr könnt es euch vielleicht denken, wenn ihr natürlich Gothic Ends bei mir verfolgt habt. Es ist Urshak. Krotok, ja bald! Warte, ich dich wiedererkennen. Du Freund Mensch, mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Kruschak. Genau. Ansprechender Ork, bringt ihn um. Du hast dir einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Ja, du könntest vielleicht ein bisschen Aufklärung liefern. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urshak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Tja, also Urshak immer noch in Hosen geschissen. Und dann froh ich doch mal. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Na klasse. Das ist gerade so kracht. Was verbirgt sich hinter dem langen Orkzaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg, verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Okay, dann du. Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Orks Spähtrupp, zu bringen Urshak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Ja. Sehr große Schamane haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Seien auch gerade sehr tot. Warum gehst du nicht zu ihm? Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spähtrupp. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben Glück heute. Naja, das wird wohl eher nichts mit einem Glück. Und den anderen Rat der Schamane aus dem Orkdorf, den habe ich auch schon in Gothic Ends abgemetzelt. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Orkkrieger. Tja, ja, genau. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Rushaso. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Schamane. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Ja. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer
und bringen Hoschpak letzte Ehre. Urschak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urschak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Ja, ich weiß ja Freund, nicht. besser gehen jetzt über Pass. Ja, ich glaub, du bist nicht so begeistert, wenn du dann von der anderen Orks gesagt kriegst, dass ich deinen Mentor abgeschnetzelt hab. Ich glaub, das... Ups. Freund, besser gehen. Ja. Freund, gleich gehen. Freund, erstmal teleportieren in den Turm von eigenem Mentor. So, wo haben wir's dann? Ja, genau, zum alten Dämonenturm. Genau, Freund, nämlich danach schauen. Okay, was gibt's denn hier? Ach du Scheiße, da haben sich lauter Suchende angesiedelt. Ja, da habe ich mir mal wieder einen super Zeitpunkt ausgesucht, merke ich. Und einen super Ort. Nachdem Xardas hier sei, nachdem die... Ne, nochmal von vorne. Erst denke, dann spreche Yankee. Nachdem die Verteidigung von Xardas gefallen ist, haben sich anscheinend hier andere Anhänger von Belia eingenistet. Und das sind natürlich die Suchenden. Und ich habe auch so riesige Chance gegen gleich 3 von den Knetköpf. Ja, super. Super geil. Aber da liegt eine Rune der Furcht, habe ich gesehen. Ich könnte hier noch einmal den Eisblock nehmen. Zumindest einer Eifrierer. Dann schauen wir mal. An sich der richtige Ansatz. An sich gar nicht mal so verkehrt. Halte mal den Gaul an. Zuerst du, Suri. Dann Suri, der... doch nicht du. Nein. Oder? Doch. Doch, du. Okay. Dann Stierbletsch, das Suchender. Dann du. Dich habe ich zuerst eingefroren. Stirb doch endlich! Und dann du hässlicher Sausacke, Kapuzenträger-Typ. Wow. Wow. Ich hoffe, die Scheiße hat sich jetzt wenigstens gelohnt. Halte mal der Gaul, wie viel haben wir da jetzt verbraucht? Ja, alle Eisblöcke sind weg. Okay. Eine Stufe habe ich wenigstens gekriegt. Das ist doch schon mal was wert. Ich würde eigentlich sagen, dass die Idee von Urschak über den Pass zu gehen gar nicht mal so verkehrt ist. Diese Angstrune und den Erzbrocken holen wir noch mit. Wir säubern diesen Turm noch. Und dann verziehe ich mich noch Kurinis. Und hole mir in der Stadt erstmal mit meinen neuen Lernpunkten die Heilrune. Die ist jetzt wichtiger denn je, merke ich, wenn ich hier so häufig gegen so viel Gegner kämpfen muss. So. Und wenn es nur die leichte Heilung ist, ist egal. Ich nehme hier alles an Zauber mit. Was ich nur kriegen kann. Okay. Hier ist nichts Neues, aber ohne scheint es ordentlich zu rappeln. Hier ist auch nichts Neues hinzugefügt worden. Allerhaupt. Dann gehen wir mal runter und hoffen, dass du entsprechend auch alles noch irgendwie groovy aussieht. So. Oh, irgendjemand scheint hier bitter... Wow, das war gerade unheimlich, das so laut auf dem Ohr zu hören. Ey! Jetzt hält's aber auf. Okay. Na, immerhin. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und ich hab Harpie gehört. Ich hasse die Viecher. So, noch einmal. Okay, der andere hat sein Zauber noch nicht gefunden, bis ich den anderen Kollegen abgemurkst habe. So, muahaha, jetzt hält mich nichts mehr auf. Stirb, du verschissener Harpie! Das ist jetzt zwar weniger episch, aber das kriegen wir auch hier.
So. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich Harpier hasse. Nichts zu holen. Nichts zu Und ein Handybiest da auch nicht mal irgendwas. Das ist das Allerschlimmste an den Viecher. So. Gut, 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 gut. Ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber noch, ob die Suchende möglicherweise hier noch irgendwas versteckelt hätten. Nö. Na gut. Dann die Sache. Wir legen noch einen winzigen Zwischenstopp in Corines Ei. Das mache ich auch noch heute ganz fix. Dauert ja nicht besonders lang. Ein paar Minuten haben wir immerhin noch. Und das möchte ich dann gleich noch nutzen, damit ich jetzt mal neu erworbene Lernpunkte direkt in Magie stecken kann. Dann haben wir nämlich endlich Achmo Paladin Magie. So, hier nochmal speichern. Man weiß als nie, was passieren könnte. Und Rei hier. Dann in die Stadt. So, komm schon. Zur Hafenstadt. So, da können wir dann definitiv nochmal. Ich weiß nicht, kann man bei Konstantino kann man, glaube ich, nicht einkaufen. Dann sollten wir eventuell noch bei Zuris vorbeigucken. Der hat vielleicht auch noch mal ein paar Tränke für uns. Und dann nix wie zurück wieder. Wie viel Uhr haben wir es dann gerade? 16:57 Uhr. Dann könnte man noch dem ganzen Rambazamba auch noch mal eine Runde Penne gehen. Kann auch nicht schade. Aha. Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Das ist mal wenigstens was Neues, was wir noch nicht so kennen. So, guter Freund Zuris. So, zeig doch mal, was du hast. Oh, du hast sogar was Neues, weil Kapitel 4 ist. Das finde ich schön. Diese reine Lebensenergie-Gedönse sollte man definitiv alle kaufen. Da können wir auch noch kaufen, was möglich ist. Und hier auch nochmal, was wir einstecken können. Sehr schön. 2 Gold haben wir noch übrig. Das ist vollkommen in Ordnung so, denke ich. Dann können wir noch ein bisschen Kruscht beim Harald verkaufen, glaube ich. Und sobald ich dann wieder im Minetal in der Burg bin, wird noch eine Runde gepennt. So. Und der Mensch erschlug das Tier. Und das ging ein in Belias Reich. Den kennen wir schon auswendig. Aber die Leute müssen die Geschichte irgendwie 5 Milliarden Mal am Tag verzählt kriegen, damit sie bloß nicht vergessen. Da bist du ja. Ja, Allah, bin ich ja mal wieder. Hier, habe ich was? Dann steck. Oh, ich habe keine hergestellt. Okay. Akzeptiert. Dann soll ich aber noch den lustigen Trank zwitschern, den man kriegt. Warum er sich so aufregt. Maximales Mana steigt um +5. Jetzt sind wir bei insgesamt 77 Mana. Das ist gut. Ach ja, für dich habe ich auch noch was, Kumpel. Wenn wir schon mal hier sind, hier. Ich habe dein Gold gefunden. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Okay. Brief von Diego erhalten. Ist das Ding irgendwie versiegelt oder so? Oder kann ich mir das einfach mal so durchlesen? Was du nicht sagst. Wo steckt's dann? Diegos Brief an Gerbrand. Gerbrand, du hättest mich lieber töten sollen. Ich bin wieder in der Stadt und auf dem Weg zu dir. Wenn ich dich finde, werde ich deinen fetten Wanst aufschneiden. Du kennst mich lange genug, um zu wissen, dass ich mich nicht ungestraft reinlegen lasse. Als du mich damals hast in die Barriere werfen lassen, hast du sicherlich geglaubt, mich für immer los zu sein. Du hast dich geirrt. Ich bin gekommen, mir das zu holen, was mir zusteht. Deine einzige Chance am Leben zu bleiben, ist, dich aus deinem Haus zu verpissen und mir deine Geschäfte zu überlassen. Dann sind wir quitt, Diego. Interessant. Anscheinend muss es ach so eine starke Drohung sein, dass der Typ dann ach nicht zu der Wache geht, oder mit. So, du Speckbauch. Hier ist was für dich. Ah, erstmal sein Geldbeutel noch stehlen, wenn das so einfach ist. Dankeschön. Und hier. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Wie er das sagt? Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben.
Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Na dann. Zieh mal eine, Kerl. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, die Frau erbt Diego jetzt nicht. Aber ja, dafür, dass er so eilig hat. Und du lauft ihm direkt entgegen, ne? Die treffen sich jetzt gerade hier unmittelbar bei der Wache, wenn das bei dem Tempo jetzt so weitergeht. Ja. Ah, die laufen auch noch durcheinander durch. Ah, nicht schlecht. So, sei Frage geht auch noch mit. Ich glaube, die stehen dann beim Pfandleiher oder so rum. Gut, wieder einer, der ruiniert ist. Den habe ich ja schon ruiniert. Gerbrand habe ich jetzt ruiniert. Tja, das läuft doch recht gut, seit ich hier bin, ne? Hey, du. Hier. Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Gut, die Quest ist auch weg. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Gut. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, gut. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Okay, ja. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Gut, sehr schön. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Gut. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Sehr Dafür gut. werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Okay, und für 500, ja, das, bla bla, das lassen wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal sein, den Smalltalk. Für 500 Gold ist schon nicht verkehrt. Wenn ich jetzt schon kräftig überziehe heute, dann kann ich auch genauso gut nochmal hier kurz bei dem Hansel vorbeigucken. Bei dem Salandrill hieß der, glaube ich, ob der nicht möglicherweise auch noch irgendeinen tollen Trank für mich hat. Mein Mann sieht das anders. Weil wenn schon neues Kapitel und so, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch was ist. Gell, Kerl? So. Es ist Bla bla bla, es ist dir Ehre, aber mir ist es keine Ehre, weil du nur Scheißdreck parat hast für mich. Okay, dann gehen wir jetzt noch das letzte Mal, machen wir jetzt noch letzte Amtshandlung hier. Gehen hier in das Rathaus, sprechen aber mit dem Ingmar, hieß der, glaube ich, und holen uns auch unsere Rune ab. So, okay. Dann können wir uns nämlich auch noch den Angriffszauber holen. Ich glaube, pro Drache gibt es dann auch noch einen zusätzlichen Zauber. Albrecht hieß da. Alle hopp. So, Albrecht, mein lieber Knecht. Hier. Bin für den Weg. Bla bla bla, das hatten wir ja alle schon im Kampf. Ich wähle. Da können wir den heilige Pfeil holen. Dann, froh ich nochmal. Für den Weg. Bla bla bla. Dann wähle ich Heilung. Ich will. Und dann kriege ich leichte Wunden heilen. Das ist sehr schön. Und Bin für den Weg. bla bla bla. Ich wähle. Du bist noch nicht. Okay, Kampf darf ich nicht haben. Ich wähle den. Du bist noch. Okay, ich bin anscheinend nicht würdig, hier noch weitere Rune zu tragen. Mir soll es recht sein. Jetzt haben wir wieder die ursprüngliche 6 Lernpunkte übrig. Und haben zusätzlich noch kriegt. Heiliger Pfeil. Paladin-Zauber. Kostet mich 10 Mana, macht 100 Schaden. Solide. Einfach was Solides, würde ich sagen. Eine kleine Wundheilung. Kostet mich 10 Mana. Und heilt 200. Das ist, ja, schon ein bisschen mehr als meine Hälfte. Ziemlich nützlich, wie ich finde. So,
Dann geht's wieder durch hier. Den Schampel können wir uns dann auch sparen. Dann haben wir jetzt Heiliges Licht. Oh, hoppla. Das sollten wir noch festmachen. Heiliges Licht hier und dann die Burg. Sehr schön. Also meine letzte Handlung ist jetzt noch, dass ich uns heil zur Burg bringe. Und von da aus, so, damit die Invasion nicht sofort hier startet. So. Und dann werde ich mich noch in eine Burg eine Runde hinlegen und eine Runde Penner. So, Heiliges Licht haben wir, Heiliger Pfeil, das sieht auch schön aus. Und kleine Wundheilung, können wir ja eine Runde machen. So, schön, schön. Da gibt es dann später noch ein ziemlich geiler Zauber, Heiliger Zorn oder was heißt der. Und der macht nochmal ordentlich Schade. Ich glaube so 200, 300 Schade. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall noch recht gute Sachen. Ich glaube sowieso, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nochmal Lernpunkte einfach sammeln. Jetzt zu dem Zeitpunkt. Wir sind auf Stufe 30. Ja, ich denke jetzt ist so allmählich die Zeit gekommen, wo wir Lernpunkte definitiv einfach stapeln können. Damit wir es für gute Sachen aufheben können. Damit wir zum Beispiel Paladin-Zauber lernen können, damit wir in Stärke noch skillen können, obwohl die Stärke jetzt halt schon ziemlich abartig ist mit, wie viel war das? 15 Lernpunkte pro 5 Stärkepunkte, was ich schon extrem arg übertrieben finde. So. Dann gehen wir hier wieder hier. Gehen in die Burg, dürfte auf Silver sein, genau. So. Okay, wir haben nicht genug MP dafür. Na gut, wenn wir nicht genug MP dafür haben, Quatsch, dann brauchen wir jetzt ja noch. Dann petzen wir uns noch so Feuernessel oder sowas rein. Genau, dann müsste das ausreichen. Da muss ich jetzt nicht extra einen Trank verschwenden. So, dann legen wir unsere Runde ins Bett und dann machen wir uns morgen tatsächlich danach wirklich auf den Weg zum Vulkan. Sodela. Das war alles für heute, aber ich musste das jetzt einfach nochmal machen mit der leichten Wundheilung. Das musste jetzt wirklich sein. Sonst haben wir echt total Schisse mittlerweile, weil so wenig Tränke wie wir haben, das geht irgendwann echt bös aus, das Ganze. So. Deswegen, das musste sein. Mana-Tränke haben wir noch. Von denen Dinger haben wir mehr als genug. Mindestens. Ja, von den Dinger haben wir einfach mehr als genug und deswegen mit Mana heile ist dann schon etwas einfacher für uns. Okay. Dann ist es Zeit, ihr liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, nachdem ich jetzt halt 10 Minuten überzogen habe. Also machen's gut und bis morgen wieder. Iron Yankee.